Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute Abend dürfen wir euch zum ersten Mal auf dem Infokanal vom Kabelfernsehen Bödeli begrüßen. Diese Themen haben wir für euch vorbereitet. Collectors Thun bringen nicht nur Einkäufe heim, sie transportieren auch Gegenstände, wo man besonders Sorge dazu haben muss. Und vom Donnerstag bis am Samstag war Oberried nur mit dem Schiff erreichbar. Was dieser Tag im Berner Oberland sonst noch passiert ist, haben wir euch kurz zusammengefasst. Der Stefan Glarner hat am Sonntag seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Der Meiringer, der vorher beim FC Thun Berner Oberland geschootet hat das über die Social-Media-Plattform Instagram bekannt gegeben. Ihm ist sofort von seinem Bruder, dem Schwingerkönig Matthias Glarner, gratuliert worden. Der E-Snowmobilpark der Familie Bowie an Lenk hat am 20. Januar zutun. Das auf eine Verordnung vom Kanton Bern her, die von der Polizei durchgesetzt wurde. Die hat der Betreiberfamilie einen Buß von bis zu 10'000 Franken angedroht. Anders als Kinderskilifte, die offen bleiben dürfen, gilt der Park als Freizeitanlage. Jetzt setzt sich der SVP-Grossrat Thomas Knutti dafür ein, dass der Park wieder aufgehen kann. Im Saanenland soll eine Deponie für unverschmutzten Aushub entstehen. Diese Deponie soll dann für eine Zeit von 5 Jahren bestehen. Dagegen ist eine Beschwerde eingegangen, die jetzt von der kantonalen Justizbehörde abgewiesen wurde. Die Radler von der Collectors Thun müssen wetterfest sein. Sie bringen Einkäufe heim, transportieren Recyclingmaterial und andere Gegenstände, die man Sorge dazu haben muss. Ganz egal, wie es draussen tut. Heuer startet ihr Programm ins 4. Jahr. Der Patrick Schmid hat sie auf einer Tour begleitet. Wir haben im Moment 4 so Cargo-Bikes, aber wir kommen langsam an Anschlag. Also wir haben recht zugelegt mit Lieferungen. Cargo-Bikes kommen auch langsam in ein Alter rein. Wir haben über 20'000 Kilometer pro Bike. Und dann merkt man natürlich, es ist immer etwa eins in der Wartung. Und geplant ist dieses Jahr, dass wir mindestens 2 Bikes noch suchen. Wir haben jetzt hier einen Auftrag vom Wäschservice bekommen. Wir bringen das dann her, sollten uns waschen, sagen uns dann, wenn es wieder nachher ist. Und dann bringen wir das wieder dem Kunden zurück. Mit Corona gibt es relativ viel mehr zu tun. Wir haben zusätzlich auch mit unseren Partnergeschäften einen Dienst, den man anrufen kann. Also Leute, die nicht aus dem Haus wollen und nicht einkaufen können, die können unseren Partnergeschäften anrufen. Wir gehen dann die Ware einkaufen, zahlen und den Leuten die Ware vor die Tür stellen mit einem Einzahlungsschein. Und so können wir einfach vermeiden, dass wir auch Kontakt haben mit unseren Kunden. Jetzt, wenn es so Schnee hat, ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, wie man fährt, mit dem Bremsen reinkommen. Es gibt spezielle Winterpneu, es gibt auch mit Spikes, das haben wir letzten Winter probiert. Aber meistens ist es ja so, wenn wir anfangen am 10 Uhr, sind die Strassen geräumt. Es gibt zum Glück nur wenige Tage, wo es wirklich heikel ist. Und da muss man halt sehr vorsichtig fahren. Obwohl sie so wetterfest sind, wären auch Collectors letzte Woche nicht auf Oberried gekommen. Dort sind in kürzester Zeit mehrere Lawinen abgegangen. Deswegen ist die Kantonsstrasse gesperrt worden und der Schienenverkehr vor der Zentralbahn läuft immer noch nicht. Vom Donnerstag bis am Samstag sind darum die Anwohner nur mit dem Schiff auf Oberried gekommen. Ich bin mit der MS Iseltwald mitgefahren und habe mich so über den Brienzersee bringen.
Das ist das erste und das einzige Mal, als ich im Winter mit dem Schiff auf dem See unterwegs war. So viel zu den Nachrichten für heute. Hier geht es jetzt weiter mit den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Die Jungfrau-Zeitung Panorama seht ihr dann morgen wieder um 6:30, natürlich hier auf jungfrauzeitung.ch. Neu könnt ihr so auf dem Infokanal von Kabelfernsehen Bödeli schauen. Gäng am 7., am 8. und am 9. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitung-Wetter fürs Berner Oberland. Herzlich willkommen. Der heutige Tag hat sich meist stark bewölkt gezeigt und dazu ist es häufig nass geworden. Morgen starten wir dann mit einer ruhigeren Phase in den Tag. Dann gelangen wir aber zunehmend auf die Vorderseite von einem atlantischen Sturmtief, wo sein Zentrum bei Irland zu hat. Eingebettet in einer straffen westlichen Strömung erreicht uns von Westen her so eine Warmfront und die bringt weitere Niederschläge. Die Temperaturen die steigen in allen Höhenlagen nochmal merklich an. Ja, so starten wir den morgigen Tag mit wechselnd bis stark bewölkten Verhältnissen. Nach einer kurzen, trockenen Phase haben wir von Westen her neu einsetzenden Regen. Dazu gibt es Temperaturen von 4 Grad in Interlaken, Spiez und Thun. Am Nachmittag ist es weiterhin trüb und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze die steigt dabei auf 2000 Meter. Die Temperaturen erreichen maximal 7 Grad in Grindelwald, 8 Grad sind es in Meiringen. Ja, und weiter geht es am Mittwoch mit vielen Wolken. Es wird zeitweise nass, windig und sehr mild mit maximalen 11 Grad. Schnee gibt es erst oberhalb von knapp 2000 Meter und dazu ist es leicht föhnig. Am Donnerstag und am Freitag wird es veränderlich bewölkt mit ein bisschen Sonne. Dazu ist es meistens trocken. Am Samstag wird es dann zeitweise sonnig, bevor es ab dem Sonntag wieder wechselhaft wird. Dazu bleibt es aber weiterhin mild. Das war von eurem Jungfrau-Zeitung-Wetter für das Berner Oberland. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend.